Ich bin eine Teilzeit-Meerjungfrau. Ich bin wasseraddicted. Meerjungfrau kann anstrengend sein, aber es ist magisch. Als Kind hat Cindy ein bisschen Angst vor dem Schwimmen. Heute ist sie Meerjungfrau von Beruf. Wir treffen sie und fragen sie, wie das so ist. Ich glaube, dass die Meerjungfrau nicht nur eine Geschichte sind. Ich war 8 Jahre alt und habe ich meiner Mutter gesagt, einmal will ich eine Meerjungfrau werden. Ich hatte Angst von Wasser und von Schwimmen zu lernen und so. Und meine Mutter hat mir Geschichte als Mermaid und für Mermaid und Lorelei und ja, eine ganze Unterwasserwelt, fantastisch und kreativ erzählt. Und das hat mir viel geholfen. So sehr, dass das Wasser das Element von der Cindy ist geworden. Ich bin wasseraddicted. Ich brauche Luft zu leben, aber ich brauche Wasser, um gut zu leben. Ihre Leidenschaft hat Cindy 2015 zum Beruf gemacht und eine Meerjungfrau-Schule gegründet. Ich bin eine Teilzeit-Meerjungfrau. Ich habe 2 Kinder. Das kommt schon viele Sachen zu tun. Und ja, aber sonst mache ich eine 60% Meerjungfrau. Meine Kinder finden das ganz gut, aber auch ganz normal. Ich habe 52 Schüler in verschiedenen Orten hier in der Schweiz. Von ihrem Beruf können sie gut leben. Wie viel sie genau verdient, verraten sie uns aber nicht. Im Sommer arbeite ich 100%. Keine Pause, keine Tagepause. Da mache ich 2 Monate, gerade 7 Tage pro Woche Meerjungfrau. In der Schule unterrichtet Cindy Kinder ab 8 Jahren in Mermaiding mit Flossen und Apnoe-Tauchen. Also mit einem Atemzug möglichst lang unter Wasser zu bleiben. Ich habe auch meine Aufgabe als Modell, Unterwassermodell, das mache ich auch. Ich mache Fotoshooting nicht nur als Mermaid. Wir begleiten Cindy zu so einem Shooting in Neuenburg. Schminken, das ist sehr wichtig, dass Festwasser ist, sonst geht es nicht. Ich gehe wirklich in der Nähe von dem Schwimmbad, sonst musst du von Garderobe zum Schwimmbad gehen als Meerjungfrau. Das ist nicht wirklich einfach und gar nicht Glamour. Erste Idee ist ja, das ist nur Klischee und das ist nur schön zu sein, aber ist es schon etwas anderes. Das ist eine sportliche Kunst. Für den Unterricht hat Cindy etwa 30 Flossen, die je 800 Gramm wiegen. Für die Shootings kommen jedoch Unikat zum Einsatz. Aber für mich, für meine Fotoshooting als Professional, habe ich eine Meerjungfrau-Flosse, die fast 12 Kilo ist. Die Meerjungfrau-Flossen kosten 3.000 US-Dollar und mehr. In Zukunft möchte Cindy mehr in den Hintergrund rücken und ihre Skills einer jungen Instruktorin übergeben. Ans Aufhören denkt sie aber nicht. Ich glaube, ich kann Meerjungfrau-Kurse im Altersheim organisieren. Für später.